Herzlich willkommen, liebe Leute, hier am Europaparlament von Straßburg für eine neue Mission «Der Blick auf Europa». Die letzte Plenarsession vom Jahr wird immer profitiert für den Sakharov-Preis. Der Preis, den der Respekt für die Menschenrechte ausdrückt, hier vom Europaparlament geht im Moment vergehen. Das war auch dieses Jahr der Fall, das seit 1981 der Fall. Dieses Jahr haben, wie gesagt, zwei jesidische Jungfrauen, ganz junge Frauen, haben Nadja Murad und Ladmila Achi Bashar den Preis gekriegt. Die haben noch gestern einen Redner gehalten am Europaparlament, ein ganz emovant Rede. Sie haben nämlich durchgestellt, wie die männliche Bevölkerung da ausgerottet wird, von den Jesiden als Minorität ausgerottet wird. Die gehen alle gut erschossen, die müssen fortlaufen. Und die Frauen, eigentlich die weibliche Bevölkerung, die wird benutzt als Sklaven für drohen sie all mögliche Schikane, Vergewaltigungen und so weiter. Und da gehen sie als Sklaven weiterverkauft an andere Länder. An dem Nadja Murad, das war NRW von der Flucht auf einen Min getrippelt, der das schwer blessiert. Und das ist so, dass eigentlich die zwei Frauen beschrieben haben an einer ganz emovante Rede, wie gesagt, die Weg, den sie müssen gehen und auch wie sie dazu gekommen sind, für, wie gesagt, den anderen Frauen eine Stimme zu vergeben, den Stimmlosen am Anfang eine Stimme zu geben, das ist ihr Ziel. Und sie haben noch an ihrer Rede darauf hingewiesen, wie froh dass sie sind, besonders auf Deutschland. Nicht Europa natürlich insgesamt, aber auch besonders auf Deutschland, wo Kontakte sich hergestellt haben, und wo Deutschland bereit war, sie abzuholen. Die Frauen haben auch schon von den Vereinten Nationen geschwärzt und sie haben noch vom Europarat haben sie den Václav-Havel-Preis gekriegt. Das, wie gesagt, eine ganz große Emotion gewesen an der Rede. Sie haben dem Parlament merci gesagt für die Unterstützung, für dass sie können die Kraft schöpfen, dass so ein Preis gibt immer Energie, gibt Kraft für weiter zu führen auf dem Weg. Sie sind auch ganz jung. Und das so, dass von allen Seiten, wie gesagt, an der westlichen Welt unterstützt gehen. Und das ist gut so, dass wie gesagt, die Energie, die sie brauchen. Ein zweiter Sujet, den auch das war ganz wichtig war für mich persönlich, aber natürlich auch für Lützeburg, auch noch für CRL daheim, das war endlich den Aufschluss Nobel 4 Jahre Verhandlungen vom 4. Eisenbahnspaket. Ihr wisst, dass das Paket aus zwei Piliere besteht. Einerseits den technischen Volley, da haben wir schon lange einen Akkord gehabt auf der Sicherheit, wo ich Rapporteur war, dann auf der Interoperabilität, dass die technischen Systeme besser funktionieren, an den Ausbau von der Europäischen Agenz, von der ERA, dass die auch mehr Moyens kriegt für in Zukunft europäischen Markt, besonders was Lizenzen, besonders was Homologation von Material angeht, für da wirklich als eine Art ewige Instanz auftreten zu können, für all die kleinen Streitereien zwischen den einzelnen Memberstaaten, dass das soll der Vergangenheit angehören. Den politischen Volley, den haben wir, wie gesagt, gestern aufgestimmt, und das war ein ganz sensibles Dossier. Auch sensibel für mich persönlich als Eisenbahner, als Gewerkschaftler, weil wir nicht fertig tun für die Sozialaspekte, für die von dem nationalen Niveau auf dem europäischen Niveau zu heben. Ich muss sagen, dass das Bemol, dem mir persönlich auch schwer gefallen hat, für dann dem Moment aber ja zu sagen. Das heißt, wenn einerseits gesagt, das Parlament ambitiös war, gegen die Conseil sich aber nicht durchsetzen, das nicht auf dem europäischen Niveau kriegt, das weiter an nationaler Kompetenz bleibt, dann ist ein bisschen, ja, ich will nicht gerade so frustriert, mit also aber nicht ganz zufrieden. Was mich aber am Endeffekt bewohnt wird, und ich muss da doch so viel trotzdem zuzustimmen, das ist, weil wir es fertiggebracht haben an der ganzen Gouvernance von den europäischen Eisenbahnen an auch an den öffentlichen Ausschreibungen für Regelwerk zu finden, dass Kleinländer nicht sich müssen die offiziell großen Liberalisierungsvorschriften an auch und nicht müssen unbedingt auf den Weg von Ausschreibungen gehen. Das heißt, es kann auch ein Auftrag direkt vergehen, eine Denkschlichtung, die in dem Staat bringt, die in der Reisebühne bringt, kann auch direkt vergehen vom Staat. Und das war für Lützeburg extrem wichtig. Extrem wichtig, weil wenn man auf den Weg von Ausschreibungen muss gehen, das ist kompliziert, das ist eine Verfahrensweise, die eigentlich alles mit Medaille gemacht hat. Und der zweite ist, das ist gut für CRL, weil wenn er da hingegangen wäre und hätte ihn müssen ausschreiben, wird
CRL ganz stark in Druck kommen gegen ausländische Konkurrenten, die ganz ähnlich mit ganz anderen Organisationsmethoden können operieren. Und da wären per de Marché wäre verloren gegangen. Das hat eng CRL möglicherweise die lebensfroh abgeworfen, kann sich erlauben, Herr nur nach just ëmgereet so Nierwelinnen, Nierwestrecken, net mir die rentabel Sachen ze fuhren an d'Ausländer respektiv aner Großentreprisen, Privatunterprisen hätten sich möglicherweise viele Stecker Korinthen aus dem Kur geholt, an die hätten die Lukrativsache gemacht. Dat wäre die Evaluierung vun der CRL. Und dafür hun ich carrément gesagt zu dem Dossier nas auch durchgang, wann noch nicht mit der großen Majorität, wie man gedurcht hatte, mit das aber durchgang. Ich verstehe aber ganz gut die Kollegen, die so wir hun net der Regel am soziale Bereich, was wir als vorgestellt hatten, an die in dem Moment nicht konnten ja stimmen. Das ist so, dass ich aber auch froh bin, dass den Dossier endlich fisleiert ist, weil wir diskutieren heute einfach über eine Reform, feiert den Eisenmünzpaket, das seht ihr schon, das sind 15 Jahre, wo wir diskutieren, an den Sektor, der muss endlich zur Ruhe kommen, der muss endlich die Wettbewerbsfähigkeit kreieren, und das kriegen durch diesen Dossier. Wir können einen europäischen Eisenbahnsmarkt, das soll funktionieren, auch gegen Ausländer, gegen zum Beispiel China, gegen Indien, die am Gang sind im Moment massiv zu investieren auf den europäischen Markt, dass da auch eine Wettbewerbsfähigkeit besteht für Eisindustrie, für europäische Betriebe. In anderen Dossier, dem man auch ganz wichtig geschenkt wird, dass die erste Kehr an der Geschichte von der Europäischen Union, dass die drei Präsidenten, der Präsident von der Kommission, der Präsident vom Conseil und der Präsident vom Europaparlament zusammen eine Deklaration aufgehen haben zu den Prioritäten von der Kommission für das Jahr drauf. Wenn ich so für das Jahr drauf, dann ist das ein fester Bestandteil, das heißt, das wird alle Jahre so eine Deklaration gemacht, mit einer Roadmap, mit einem richtigen Plan drin, ein Fahrplan drin, für zu sagen, das sind als Prioritäten, das muss man in den nächsten Jahren umsetzen. Was sind dann die Prioritäten von 2017? Die Kommission hat 50 Propositionen vorgeschlagen, die sie dann auch ganz konkret an Legislativtexte abfasst, an die auch mit großem Notdruck am Anfang sollen 2017 dann auch nach auf den Weg geschickt gehen und auch nach möglicherweise aufgeschlossen gehen. Das sind mal neue Impulse für Arbeitsplätze, das Wurstem und das sind Investissementen, das sind die Sachen, wo wir schon die letzten 2-3 Jahre große Erfahrungen machen. Es merkt ihr auch, dass mehr Wurstem an Europa, der Chômage geht darauf, wann noch nicht mit der Vitesse, wie wir uns das vorstellen, aber das ist einfach ein guter Weg. Dann natürlich aber auch Bankenunion soll vorgetrieben gehen, das heißt, dass an Europa dieselben Regeln, dieselben Kriterien angewandt gehen von den einzelnen Bankinstituten, für die einzelnen Bankinstitute, auch die Überwachung davon. Vertiefung von der Wirtschafts- und Währungsunion soll vorgetrieben gehen, an natürlich auch den Fonds für strategische Investissementen, den EFSI-Fonds oder Juncker-Fonds, wenn man das so nennen soll, nach mehr weitergetrieben gehen, nach mehr Kompetenzen kriegen, nach mehr bekannt gemacht gehen, für das auch, wie gesagt, nach mehr Investissementen an Europa getätigt gehen. Dann, was mich persönlich an die Prioritätenliste ganz stark interessiert, dass die Sozialdimension, da haben wir nach mehr Suchen anfangen können, genehmigt kriegen für Mesure gegen den Chômage, wie zum Beispiel die Jugendgarantie. Auf der anderen Seite ist auch eine Initiative für Security Sozial zu harmonisieren innerhalb von Europa. Nicht überall dasselbe System zu machen, aber trotzdem dieselbe Methodologie anzuwenden, dieselben Kriterien anzuwenden. Am Anfang nicht eine Harmonisierung, mehr eine Koordination. Dazu dann nach Sicherheit von den Bürgern ein ganz wichtiges Sujet, wenn man in den Eurobarometer guckt, was ist den Leuten wichtig, dann ist die Sicherheit von den Hauptkriterien. Wir hätten alle neue Ausschläge wie zu Paris, wie zu Brüssel, wie zu Nice und so weiter. Das heißt, die innere Sicherheit muss besser gehen, muss mehr zusammen geschafft gehen von den Polizeikräften, von der Justiz auch von den Geheimdiensten. Das heißt natürlich auch den Punkt von der Bekämpfung am Internet von den terroristischen Organisationen, auch was Abdecken von ihren Finanzströmen anbelangt. Das heißt Finanzierung vom Terrorismus, alles das muss nach mehr vertieft können geguckt gehen, für auch wirklich am Voraus schon können zu reagieren, und nicht recht wenn es zu spät ist.
Migrationspolitik ass och en ganz wichtigen Sujet ass auch op der Prioritéite löscht. Do ass natürlich auch Solidarität gefordert, eng Solidarität, die innerhalb vun de Memberstaaten Remenke soll aktiviert gin, Remenke soll besser gin, an natürlich auch op der anderen Seite der organiséierter Kriminalität dort Handwerk zu lehen, fir dat et net immer zu denen schrecklichen Zwischenfall könnt, die man kennen, worum soviel Leid am Mittelmeer oder sonst wo stirwen ertrinken und so weiter. Dann nach een gemeinsamen digitale Bandemarkt an wie gesot eng Energieunion, du hatte ich letztwoch schon heriwwer geschwert, méi op erneuerbare Energien, méi Energieeffizienz, dat sind Themen, die auch op der Priorität löscht stehen vun der Kommission. Die gesiedet wer da is net langweilig gi noch näst Jo net heiers wie gesot die Lächt Sendung 400 krcht Vakanz. Ich profitéier vun der Gelegenheit fir ich alle Goeten leif Leiit no kucken, ich Äre Familien, Äre Frënn, Äre Bekannten, fir denen en ganz glücklich Natur ze wënsche fir allemal. Awer do fir runn kënnt jo nach die ganz schein besënnlech Krchtzeit, wo en endlich vielleicht mal soll zur Ruhe kommen, wo en an der Familie soll verbringen, sich kein schlecht gewissen Rede los, wann en mal am Aufel zu viel ist oder hat zu viel dringt. Du no Hölmreist dann die gut viersetzt. Wie gesagt, eng schein Krchtzeit, eng Geruhsamkeit an dann e gute Rutsch auf fir an Natur. Vielmals merci fir no gucken.